Er schaut uns zwar böse an, doch davon lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Willkommen zurück bei Duel Accelerator. Jetzt hoffen wir mal, dass diesmal die Aufnahme nicht wieder abschmiert wie beim letzten Mal. Ja, du bist also Michael. Ja, dein Zug, ja, deine Knochen werde ich brechen und ist doch scheißegal. Ja, weil soweit war ich vorhin auch schon, sogar ein bisschen weiter nach meinem Duell und da ist mir einfach mal das Ganze abgeschmiert. Sprich, ich habe die Verbindung zum Server verloren, was allerdings nicht vom Spiel selber abhängig war, sondern der Fehler lag wirklich bei mir. Also bei mir, natürlich bei meinem persönlichen Netzwerk, sprich meinem Powerline-Netzwerk, da war plötzlich irgendwie die Verbindung weg. Keine Ahnung wieso. So, jetzt geht's aber hoffentlich problemlos durch. Na, komm, wer zieht? Ja, wer spielt? Komm schon, komm schon. Ja, okay, mein Blattfreund war besser. Eindeutig. Na egal, er fängt an. Bin ja mal gespannt. Na, was machst du? Ja, das Monsterverteidigungsmodus, jetzt kannst du gar nichts mehr machen. Ja, yeah, auch noch eine Karte verdeckt, weil es so schön ist. Du hast gesagt, eine Karte. Ah, leck mir nach am Schöbel, hey, diese Bösewichte. Nicht mal zählen können sie. So. Ja, ist ein bisschen mehr als eine Karte, nicht wahr? Ich habe trotzdem ein Problem. Ich habe hier Regenbogenschwerter, was gar nichts bringt. Also 1, 2, 3, nur 3 unterschiedliche Kristallungeheuer hier, deshalb bringt das gar nichts. Ich habe keine Zauberkarte auf der Hand. Was natürlich in einem Kristallungeheuer-Deck immer sehr gut ankommt. Na egal. So, Topaz-Tiger, jetzt greif mal schön sein Monster an. Und provoziere eine Fallenkarte hiervon. Glaube ich. Denke ich. Ich hoffe es nicht, aber ich denke es. Doch nichts. Das ist aber nicht die Karte, die ich gerade denke, oder? Nein! Nicht schwer, Idiot! Oh. Och nö, ey. Hä? Oh, ups, ja, jetzt habe ich den Effekt verwechselt. Ich dachte irgendwie, er würde was aus dem Deck holen, aber okay. Nee, Sperridiot. Wieso hat der Sperridiot gespielt, der Idiot? Der Idiot hat Sperridiot gespielt, haha. Heute bin ich mit Sprüchen so gut drauf. So, 2 Karten. Was mag sich wohl darunter verbergen? Ich habe keine Ahnung, deshalb gehe ich auf Nummer sicher und setze noch eine Karte verdeckt. So, Bakuralein, du altes Schwein, du bist wieder dran. Ja, du nennst mich halt Schwein, aber das wirst du bereuen. Ich aktiviere die Fallenkarte. Shit, nein. So auf der Monster, oder? Das war doch Schädelsommer. Yep. Die Monsterfallenkarte, die Fallen-Monsterkarte, ist doch egal. Zombie, Finsternis. Was? Nein, nicht der, nicht der. Scheibenkleister. Na gut, also Schädelsuchender Dritter ist sowieso eine seltsame Karte. Ich meine, dessen Effekt muss aktiviert werden. Sobald irgendwie ein Monster-Effekt aktiviert wird, dann wird der zerstört und das Monster, das aktiviert hat, auch. War ein bisschen zu schnell, was? Ne, jedenfalls, wenn jetzt ich einen Effekt aktivieren würde, oder auch er irgendeinen Effekt aktivieren würde, eines anderen Monsters, dann würde sich dieser Effekt hier von dem hier automatisch aktivieren, was, glaube ich, ihn zerstören würde und auch die Karte, die den Effekt aktiviert hat, so war das doch irgendwie. Ja, diese Karte findet die Aktivierung und den Effekt des Effektmonsters, welches diese Karte zerstört, irgendwie so. Genau. Naja, und diese Pflichteffekte, sage ich jetzt mal, sind schon ein bisschen nervig, sage ich jetzt aus eigener Erfahrung noch. Das Monster ist down, das habe ich jetzt gegen den eingesetzt. Ich Trottel, der mal vollkommen nicht überlegt gehabt. Ups, wenn ich nachher Topaz-Tiger rufe, na super. Na egal. Wenn auch mal Kristall-Tiger, oh Moment mal, jetzt wird das ein Effekt aktiviert, oder? Nicht? Hä? Das war doch ein Monster-Effekt, das müsste es doch auch den Effekt vom Schädelsuchenden Ritter aktiviert haben. Außer natürlich, der Schädelsuchende Ritter aktiviert sich nur bei echten Monster-Effekten, das war bereits ein Zauberfallen-Effekt. Hä? Ich habe keine Ahnung. Spielt ja auch keine Rolle. Wieso habe ich 3 Topaz-Tiger jetzt plötzlich? Menschenskind-Tee. Naja. Dann wird es Zeit, ihn zu vernichten mit seinem eigenen Effekt, wohlgemerkt. Wehe, du aktivierst was, Parkour. Wehe. Ja, komm schon, komm schon. Hä?
Okay, ich glaube, ich brauche dringend Nachhilfe bei Yu-Gi-Oh! Wenn die Effekte einer Monsterkarte aktiviert werden, dann muss diese Karte als Tribut geopfert werden, wenn sie aufgedeckt auf dem Feld liegt, was ja auch der Fall ist. Hä, wieso ist nichts passiert? Crazy. Kapiere ich nicht, ganz ehrlich, Leute, das kapiere ich nicht. So, aber wie es aussieht, haben wir gleich 2 Kristallungeheuer im Friedhof. Friedhof sage ich schon. In der Zauber- und Fallenkanzung natürlich, und das kann eigentlich nur Gutes für uns bedeuten. Vorausgesetzt natürlich, wir würden mal eine Zauberkarte ziehen, jetzt spielt er schon wieder den ultramäßigen. Das glaube ich einfach nicht, hey. Weil die Karte da vorhin in der Fehlaufnahme auch schon gespielt. Mensch. Er versucht am besten, du bist verrückt, sagt alles gerne der Richtige. Dann, was rufe ich dann? Dann rufe ich mal Amethyst-Katze im Angriffsmodus. Ja, Mann, Mietz. Ich merke gerade, ich habe eine richtige Katzenhand, wa? Katze hier, Katze da, Katze dort, überall sind Katzen fort. Nee. Wenn es weitergeht, schon bald, hä? Achso, ja, was mache ich hier? Der kann ja auch nicht direkt angreifen, ja gut, okay. Weniger quatschen, mehr konzentrieren, wäre vielleicht auch noch was. Aber nur vielleicht, natürlich. Was hat da ständig verdeckte Karten? Hey, sind das alles mystische Weltraumtaifune und so? Das kann man kaum vorstellen. Nö, doch nicht. Brech den Raigeki! Tja, wenn du unbedingt meinst, müsstest du meinen Effekt aktivieren. Von mir aus. Dieser Trottel. Der hilft mir doch sogar dabei. So, so wie es langsam aussieht, könnte ich langsam aber sicher Hamon gebrauchen. Hamon! Herr des Tosen Donners, bitte ans Telefon, du musst zum Dienst. Achso, ich nehme Zug noch. Das mal die Karten noch verdeckt, weil es so schön ist. Und die hier zum Provozieren, ja. Why not? Wieso eigentlich nicht? So, Zug beendet. Na, Alter, aktivierst du sie? Doch nicht? Mann, ey, was hast du da für Karten? Was zum Henker sind das für Fallenkarten? Schon ein bisschen verrückt. Jetzt kriege ich langsam sicher die Vollkrise. Alter! Wie viel willst du noch spielen? Jetzt kommt die Schildkröte, ich glaube. Ja, ist egal. 1, 2, 3. Moment mal. 1, 2, 3, 4, wa? Erst 4, ich brauche aber 7. Für den Regenbogendrachen. Scheibenkleister. Das war's mein Zug, ja. Mach mal ein bisschen schneller halt, wir haben noch anderes zu tun heute. Glaube ich zumindest. Oder? Mal auf die Uhr schauen? Nö, eigentlich nicht. Ist die Wochenende, Mensch, müsste ich eigentlich das Ganze genießen, oder? In den Ausgang gehen und so weiter und so fort. Aber nö, was mache ich? Ich lasse mich hier von NPCs stressen. Ist natürlich auch super im Frieden. Da kriege ich endlich mal eine Zauberkarte. Was ist es für eine? Natürlich eigentlich nicht gebrauchen kann. Zumindest momentan nicht. Ja, das war's eigentlich. Aktuell natürlich nur. Hältst du das für eine gute Idee? Naja. Er wird schon wissen, was er tut. Mein Spielzug ist beendet, ich bin dran. Was? Nee, Moment, das war gerade umgekehrt. Mein Spielzug ist beendet! Ja, ich bin dran. So, jetzt stimmt's wieder. Na. Und er hat seinen Zug auch beendet. Ja, endlich, Mensch, ich dachte schon, der kommt gar nicht mehr. Antike Stadt, Regenbogenruine, ich freue mich so, Mensch. I activate my spell card. Oh yes, jetzt geht's rund, Freunde. Hoffe ich doch zumindest mal. Denn jetzt rufe ich Robidika-Funkel als Flip-Beschwörung. Yes, man. Miau, miau. Und damit aktiviere ich auch den Effekt von reißender Tribut. Um alle meine Monster in den Friedhof zu schicken? Nö, nicht alle. Achso, geht aber.
dachte gerade, wieso kommt er auf den Friedhof? Aber es funktionierte nur bei offenen Monstern. So war das ja. Alles klar, Rubinkarfunkel hierhin und Amethystkatze ebenfalls. Was habe ich dann? Genau, ich habe 4 Karten, Freunde. Und was sind 4 Karten? Bingo! Eine zusätzliche Karte. Und ich ziehe! Hat sich auch super gelohnt. Alter Schwede, was soll's? Ich rufe Topaz-Tiger. Oder Fauch, oder wie auch immer ich das synchronisieren soll. Den Tiger synchronisieren ist nicht so einfach. Einen Tiger zu synchronisieren, wie könnte ich das am besten? Nee, so auch nicht. Na komm, lassen wir das. Wird doch eh nur peinlich für mich. Scheiß Miezekätzchen. Ja, vor allem Miezekätzchen, ne? Mit so einem Stoß. Moment mal. Das ist so. Mit so einem Stoß dann oben drauf, wohlgemerkt. Oder Stoßkralle, je nachdem. Miezekätzchen. Ja, ja. Du mich auch. Wow. Ist ja richtig spannend, was der Alter treibt, hey. Richtig abgefahren, was der da treibt. Ja, ich kriege immer neue Kristallungeheuer, ist ja schön und gut, aber sonst Brauchbares? Nö, wieso auch. Antike Stadt, Regenbogenruine, aktiviert eine besondere Fähigkeit und. Was soll denn das, Mensch? Mach mal ein bisschen hin, wo sind meine Saphir-Pegasus? Die kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Ja, okay. Und das war Nachladen. Wieso hat er Nachladen hier? Egal. Dann rufen wir mal Flotte Karotti, den guten alten Smaragdschildkröte. Den guten vor allem. Die gute alte, wenn schon. So. Topaz-Tiger. Angriff. Mit Stoßkrallenattacke. Wow, wow, wow. Fauch, Fauch, Fauch. Oh oh. Nee, oder? Nee, komm schon. Aktivieren, aktivieren. Was auch immer es ist, aktivieren. Ene, mu und raus. Tschüss. Und der dunkle Geist der Stille wurde neutralisiert. Und jetzt... Biestige Kratzattacke. Goblin Zombie. Kommt immer wieder. Naja, nicht ganz, aber dafür ein anderer. Doch Zombie, oder? Ist das ein Zombie oder ist das ein Unterweltler? Müsste ein Unterweltler sein. Ist egal. Was mache ich jetzt noch? Ja, Zug beenden am besten. End my turn. Och nö. Was kommt denn da schon wieder? Menschenskind, hey. Keinen Bock. Schädelzoma. Bringt es ja ungeheuerlich, wenn ich da ein stärkeres Monster auf dem Feld habe. Du Spasti. Ich habe einen Plan. Der und ein Plan. Ja. Und ich heiße MacGyver oder wie? Oh, er hat doch einen Plan. Ups. Sorry Mac. Natürlich will ich das. Ich will den Schaden minimieren. Von 200 auf 100 Punkte. Autsch. Das hat ganz leicht gejuckt, hey. Aber nur ganz leicht. Und damit wandert auch dieser Topaz-Tiger, ich habe schon 3 Stück, in die Zauber- und Fallenkartenzone. Und der macht sonst irgendeinen Scheiß hier, aber ist mir egal. Was diese Karte hier ist, wissen wir bereits. Der Geistersensenmann. Und ich ziehe, komm schon. Oh. Klar ist eine gute Karte, wollte eigentlich was anderes. Ist egal. Cyberdrache, komm und zeig dich. Als Spezialbeschwörung. Yes, yes. Ganz geil. So, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Jetzt kommt noch dieser Effekt. Ziehe eine Karte. NASA 4 Pegasus ist immer noch nicht da. Leck mir noch am Chillplay. Worauf wartet ihr eigentlich?
Saphir, Pegasus, Koboldadler, ich brauche euch doch. Mensch, ey. Und gleich die ganze Hose noch einmal. Und ich rufe Topaz-Tiger im Angriffsmodus. Yeah. 3 Monster an dem Zug. Das ist doch krass. Oh yes, man. Sponsored by Kristallungeheuer Deck. Nur so in der Art. Greif an, Topaz-Tiger. Und Stoßkrallen, Hieb, Schlitz, Fauch. Ist mir egal, was für eine Scheißattacke. Hauptsache es funktioniert. Das, was mit dem Schädelzoom hat, der irgendwie noch besondere Fähigkeit. Ups. Ah, ich wusste es doch hinter mich wieder. Autsch. Na, das war ja eine Glanzleistung, Michael. Das war sowas von clever und was mache ich hier eigentlich? Das geht ja gar nicht mit der Gastsense, Mann, und ist alles scheiße. Okay, okay, das Duell könnte es noch ein bisschen in die Länge ziehen, Freunde. Ich fürchte es leider. Und der spielt auf Zeit, ich krieg die Motten. Na toll, jetzt krieg ich Kristallleuchtfeuer, braucht doch keiner. Na doch, braucht einer. Doch, natürlich brauche ich das, Mensch. Kristallleuchtfeuer, komm schon, Saphir Pegasus, komm schon. Mann. Lass mich damit in Ruhe. Saphir Pegasus. Ein Friedhof mit dir, komm schon, schnell. So, jetzt. Und damit sein Effekt. Und wer kommt uns besuchen? Natürlich der gute alte Koboldadler. Und damit haben wir alle Kristallungeheuer auf dem Feld. Das heißt, er kann jetzt theoretisch Regenbogen und Schwerkraft spielen. Das Problem ist nur, ich habe keinen freien Platz mehr hier. Naja, super Glanztat von mir. Echt super. So, kurz eine Karte gezogen. Oh, schwerer Sturm. Alter Schwede. Angreifen geht nicht. Na, super. Ja, mein Zug ist beendet. Du bist dran. Wieder mal. Hey, ich glaube, ich bin dran. Ach, wie mir die Stimme auf den Keks geht, ey. Und die Musik erst. Immer das Beste, immer so. Na, super. Ja. Doch, ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan, Leute, ich habe einen Plan. Stellt doch vor, ich habe einen. Karte ziehen, komm schon. Nee, scheiße. Ich wollte einen Regenbogendrachen rufen, aber ist doch egal. Jetzt aktiviere ich einen anderen Effekt und rufe halt die Amethystkatze. Moment mal, mit dem kann ich auch noch was machen. Ah, Moment mal, ich kann es doch so machen. Mensch, bin ich doof, ey. Komm schon, komm her, mein Vögelein. Der Koboldadler, und der aktiviert seine besondere Fähigkeit. Zum ersten Mal überhaupt gebraucht diese Macht. Diese einzigartige Macht, die mir jetzt so viel helfen kann. Oh, hier unten auch noch. Und zwar Topaz-Tiger, zurück aufs Deck mit dir. Mission, hallo? Nein, nicht. Kein Mission Impossible heute möglich. Regenbogen Schwerkraft. Und jetzt... Das war ja super. Kann ich die Fähigkeit pro Zug? Nee. Nur einmal leider. Schade, schade. Yeah. Der Regenbogendrache, der kommt uns bald besuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, ich hab doch 7. Und wie ich will, Freunde. Welcome to the field. Say hello to my monster, Rainbow Dragon. Oh yes. Geiles Viech, was? So Leute, und was konnte denn dieser Regenbogendrachen schon wieder? Mal kurz gucken, hallo? So, jetzt aber. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, weiß ich so lange mit dem Effekt. Die Effekte sind diese, können nicht in den Spielzug aktiviert werden, indem es als Spezialbeschwörung beschworen wurde, auch klar. Lege alle Kristallungeheuer Monster, die du kontrollierst, auf den Friedhof. Diese Karte hält Haus dafür. Du kannst alle Kristallungeheuer Monster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um alle Karten auf dem Spielfeld in die Decks ihrer Besitzer zurückzulegen. Alle Karten, damit auch
seinen eigenen. Ach du Scheiße. Hä? Ich kann sie doch noch aktivieren. Ist ja geil. Denn ich habe da eine Idee, die ist aber nicht so gut. Deshalb erstmal Karte ziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich warte auf eine spezielle Karte. Nö, noch nicht. Nein, ist es auch nicht. Scheiße. Okay, dann halt Effekt aktivieren, bitte. Von der anderen Seite. Jep, das war's, oder? Ich hoffe zumindest. Und jetzt 7000 Punkte. Alter Schwede. Und das geht noch weiter, Freunde. Stellt euch vor. Ich überlege gerade, kann ich noch was machen? So nicht, wahr? Ist doch nicht nötig. Ich rufe Saphir Pegasus. Oh yes, man. Und damit rufe ich wen wohl? Na, habt ihr's? Gut, ich hab's nämlich nicht, denn ich habe hier einige. Auf der Hand habe ich noch ein paar, und im Deck habe ich noch ein paar. Ne, die waren im Friedhof. Da ist die Hand. Das Deck möchte ich ja freikriegen. Also. Da haben wir also Bernstein-Mammut. Dann aktiviert einen anderen Effekt noch, um Amethyst-Katz zu holen und mal mit dem anzugreifen. Weil irgendwie sonst kriege ich halt die Punkte nicht auf 0. Tja. Ich weiß, aber es dürfte noch eine Weile dauern, Freunde. Aber ich hoffe es mal nicht. Ganz geil. So. Was mache ich jetzt? Na. Direkt angreifen. Geht das? Komm schon. Natürlich direkt. Direkt auf seine Lebenspunkte. Nein, nicht aktivieren. Menschenskind. Das heißt, ich muss jetzt 10 Mal angreifen, bis ich mal down habe. Ne, sogar 11 Mal. Alter Schwede, ich hoffe, das geht schneller. Weil sonst... super. So, Karten abwerfen muss auch ab und zu mal sein. Und tschüss, Kristallleuchtfeuer. Kristallsegen. Sorry. Machen wir was Kluges, Bakura. Komm schon. Na, Mann, ich sagte Kluges. Nicht Beschissenes. Nein, bitte nicht aktivieren. Menschenskind, hey. Ja. Scheiße. Manchmal ist zwar gut die Fähigkeit, aber ich hab doch den Kristall. Das ist scheiße. So, die Fähigkeit, das macht die genau schon wieder. Manchmal. Beschwöre von einem Friedhof. Warte mal. Ah, so hier. Beschwöre dann so viele Kristallungeheuermonster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof wie möglich, bis zur Anzahl der Karten deines Gegners, die durch den Effekt dieser Karte vom Friedhof gelegt wurde. Das wären 3 Stück, das ist perfekt. Aber jetzt noch kurz eine neue Karte ziehen. Na, was wird es für eine sein? Eine gute, eine sehr gute? Nö, nicht aktivieren. Ja, relativ gute, okay. So. Alles klar, Freunde, dann ist Zeit für Kristallüberfluss. Im Überfluss natürlich. Alle Monster weg. Und jetzt rufe ich 3 neue. Und den rufe ich dann sonst noch. Na, meist Angriffspunkte und noch der Bernstein-Mammut. Yes, man. Jetzt geht's los, Freunde. Super Combo Time. Saphir Pegasus im Quadrat natürlich. Und einmal eine Prise Bernstein-Mammut. Und das Ganze gut gewürzt mit 2 weiteren Kristallungeheuern. Da wären zum einen... hallo? Ja. Da wären zum einen... Ich will noch den Ruf von der Hand, genau, den hier. Den Pegasus von da und dann noch der Pastiger vom Deck. Ah, super, oder? Super. Und jetzt noch schnell, oder? Ja doch. Jetzt aktiviere ich noch Ringbogenstadt-Ruine, Ringbogenruine. Antike Stadt Ringbogenruine, so herum. Gut. Kristallsegen. Aktivieren. Yeah. Ja komm, wieso eigentlich nicht?
Smaragdschildkröte und Koboldadler. Tschu. Und jetzt gleich nochmal eine Karte ziehen. Wenn ich bitten dürfte. Und es wird immer geiler. Ich aktiviere Seltenheitswert. Oh yes. Okay, das wäre ein bisschen fies, war. Kartenzerstörung bringt es auch nicht wirklich. Oh nee, jetzt wird es Zeit, das Duell zu beenden mit Bernstein-Mammut im Quadrat und Saphir-Pegasus im Quadrat. So, meine lieben Freunde, jetzt greift mal hübsch an. Mit doppeltem Saphir-Pegasus-Horn, super, duper, mega schruper Angriff. Ach ja, dass Attackennamen immer so lange sein müssten, wa? Mit dem hier zuerst. Scheiße! So, Bakura. Die Musik verrät es uns bereits. Es ist Zeit. Nicht Zeit für ein Duell, sondern Zeit, um ein Duell zu beenden. Hab mich gefreut, Bakura, aber du warst mir einfach zu nervig. Und Tschüssikowski! Bernstein Stoßzahn Rammattacke! Und voll auf die 12. Ah! Du Arsch mit Ohren! Und das war's von diesem Duell, Freunde. Wir sehen uns wieder das nächste Mal, wenn es überhaupt noch ein Duell Accelerator gibt. Und wenn nicht, dann halt beim nächsten Yu-Gi-Oh! Projekt. Also, bis dann. Ciao zusammen.